Das ist ein Lebensstil vom Überwinden, wo die Realität, die schwierig nicht verneint und sagt, nein, nein, es ist alles gut, mir geht es gut. Nein, nein, uns geht es nicht gut, aber in ihm geht es mir gut. Das Wochenende mit dem eidgenössischen Dankbuß- und Betttag liegt gerade hinter uns. Keine Ahnung, ob das für euch irgendeine größere Bedeutung hat oder ob ihr es kaum realisiert habt, dass es noch der Betttag war. Aber sicher für meinen heutigen Gast hat es eine Bedeutung. Schon nur aus dem heraus, wo er sich stark engagiert, immer wieder im Bereich auch von der Bauernkonferenz. Der Andreas Kauer ist nämlich heute der Gast hier im LiveNet-Talk. Herzlich willkommen. Danke vielmals, Florian. Schön, dass ich da sein kann. Freut mich sehr. Freue mich auch sehr. Eben, wenn man an Bauern denkt, dann kommt man sofort auf Themen wie Ernten und Säen. Und also das Danken gehört rein. Manchmal sagt man zwar, sie jammern ja auch ein bisschen viel, also brauchen sie es vielleicht umso mehr wiederum. Aber wir kommen ein bisschen auf die Sachen zu reden. Du hast nämlich auch ein Büchlein geschrieben zu diesen ganzen Themen, wo wirklich die bäuerlichen Leserinnen und Leser vor allem anspricht. Geerdet ist das Büchlein. Ja, was ist das für dich aber so der Betttag oder der Dankbuß- und Betttag, wie es eben eigentlich heisst? Ja, das ist faszinierend eigentlich, dass es eigentlich noch entstanden ist aus einer Wurzel heraus, dass ein politisches Staatengebilde eigentlich nach wie vor abhängig ist vom Segen von Gott. Und das staatspolitisch kann man das anschauen. Wir wollen jetzt ja nicht über den Betttag und die Wurzeln reden, aber immer wenn es einmal gekriselt hat, haben sich immer Leute gefunden, die eigentlich den Mumm hatten, um zu sagen, in allem, was wir selber bewirtschaften können, wo wir eigene Ideen haben, wo wir unseren Job wahrnehmen in der Politik, in der Gesellschaft, überall. Aber allerletztlich gibt es einen Punkt, wo wir anstehen, wo wir die Hilfe von dem Gott brauchen. Und das zieht sich so ein bisschen als die rote Linie durch. Und heute haben wir es eben auch noch, wo ich merke, es gibt nach wie vor so einen Kern, wo, muss nicht sagen, politisiert einfach nur christlich. Schön, es sind vor allem die Werte. Aber ein Kern, der den Mut hat, zu sagen, was wir da haben und wie wir da fungieren, noch in diesem Staatengebilde hinein, das hat sehr, sehr viel noch mit dieser Gunst von Gott zu tun. Und ich denke, wir brauchen so einen Tag, wo wir mal wieder innehalten, um zu sagen, Gott, wir haben es nicht, wir sind es nicht, letztlich an dir ist alles gelegen. Das fasziniert mich und das ist natürlich auch in der Bevölkerung vom Land, ist das drin, dort, wo man ausgesetzt ist, diesen Naturgewalten, dort, wo man ausgesetzt ist, ja, der Kräfte von der Natur, wo man weiss, man hat es letztlich nicht in der Hand, oder? Letztlich kann ich es fördern, aber der Segen kommt von ihm. Genau. Ja, und das ist, wenn du da reden in diese Richtung, oder, dann merke ich, da klingt bei mir viel an, weil ich bin auch einer vom Land, kenne das auch noch bestens, in einem Bauerndorf aufgewachsen. Eben, was das heisst, so ein bisschen, auch die ganzen Elemente zu erfahren und so, oder auch mal müssen, anzupacken und zu krampfen, und man sieht, wie sie die Milch noch in die Käse bringen und alles drum und dran. Ja. Und du hast das hier in diesem Büchlein auch vielen Orten jetzt reinfließen von dir selber, obwohl du selber aber eigentlich kein Bauer bist. Das müssen wir schon auch noch gerade sagen. Oder? Das müssen wir auf jeden Fall sagen. Das heisst, ich bin offiziell aufgenommen. Ich habe den Schnellabschluss mit dem Ritterschlag bekommen an einer der Bauernkonferenzen. Nein, selbstverständlich nicht. Ich bin ursprünglich Schreiner, sehr erdig, aber aufgewachsen. Auf einem Hof von meiner Urgroßmutter, wo das so ein Refugium war für uns,
wo wir über das Wochenende amigs sind und unser Götti hat nebendran gebaut. Ich bin tatsächlich, habe ich zwar mit einer landwirtschaftlichen Lehre gespienzelt, aber es ist dann doch anders gekommen. Aber etwas ist mit meinem Herz passiert, wo ich eine übernatürliche Liebe vom Herrn Jesus bekommen habe für die Bauern. Das ist unerklärlich. Das ist nicht Nostalgie und das sind nicht schöne Erinnerungen und ach, früher war es besser gewesen und ach, der schöne Kachelofen, sondern das hat etwas damit zu tun gehabt, dass die Liebe von dem Vater mein Herz erreicht hat für den Stand. Und das hat so eine Identifikation gegeben. Und auch so, nicht eine seelische Liebe, sondern eine wirkliche Wertschätzung, dass sie die Freunde eigentlich gesagt haben, du bist einer von uns, oder? Und ja alles Fachzeitschriften und alles hin und ran und Sakralpolitik und das ist dann auch noch gekommen, oder? Genau. Das kann man sich dann auch noch aneignen. Aber anfangen hat es mit dem Herz. Ja, und das spürt man sehr gut, wenn man hier drin liest, in diesem Büchlein «Geerdet», wo viele kleine Häppchen sind, wo du eigentlich eben den Bauern zugesprochen hast, irgendwo auch, dass sie den Blick auf Gott gerichtet behalten und so weiter. Sehr vieles, wo du mal mitleidest. Eben, es geht um, an einem Ort schreibst, der Bauernstand im Eismeer von der Globalisierung. Richtig. Oder dass es doch eben einen Härtestand hat heutzutage. Aber politisch wirklich im eigentlichen Sinn ist es ja dann schon auch nicht unbedingt, gell? Nein, aber gell, Politik kann man nie trennen. Also Politik sind eigentlich die Massnahmen zu einer Erhaltung von einem Dekret, von einer Regierungsordnung. Und Politik hat schon im Himmel angefangen, oder? Wo Massnahmen haben müssen ergriffen werden, wo der Schöpfer gesagt hat, ich dulde die Rebellion nicht, oder? Und hat Massnahmen ergriffen. Ja, in dem Sinn fließt Politik ein, und zwar nicht zuerst parteipolitisch, sondern sie fließt ein in dem Sinn, dass wir für Rahmenbedingungen kämpfen und einstehen, wo eigentlich den Job und die Auftragung von dem Stand, vom Bauernstand ermöglicht und auch zum Tragen kommt. Das in dem Sinne haben wir natürlich Politiker von allen Couleurs gehabt, auch an unseren Konferenzen. Meistens Mitte und meistens rechts. Die eher Linken sind nicht gekommen. Leider. Es ist, oder? Aber es ist nie zuerst um Parteipolitik gegangen, sondern es ist uns immer darum gegangen, wir wollen uns einsetzen. Und vor allem auch, wir wollen uns einsetzen für eine Atmosphäre, wo mir eine gesunde Politik ermöglicht. Genau. Und das ist ja heute eigentlich die Not, wo viele Politiker sagen, es ist so etwas von vergiftet, auch die Atmosphäre ist vergiftet, es ist so polarisiert, es macht eigentlich gar keine Freude mehr. Und sogar die Politik könnte noch Freude machen. Oder? Ja, genau. Das Spannende ist ja eigentlich, du hast eine Art, könnte man sagen, eine prophetische Stimme zu bekommen, in dem Sinn wahrscheinlich eher, auch für die Bauern. Also so ist es auf alle Fälle, wenn man sieht, dass du zum Beispiel auch hast eine Vision, eine klare bekommen, schon recht am Anfang, im 09 hat man ja gestartet mit der ganzen Arbeit der Bauernkonferenz. Eine Vision von Erntedank auf offener Straße, wo eigentlich auch aus dem Mitleiden, Mitgehen sozusagen mit diesen Bauern entstanden ist. So, oder? Richtig. Es ist, wenn ich jetzt das noch ein bisschen klammern auf, manchmal tönt das so, schön haben ihre Bauernarbeit und lässig, was da alles entstanden ist. Manchmal tönt es so ein bisschen als Strategie und Flipchart und Marktlücke, oder wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, hey Andreas, dass ihr jetzt das entdeckt habt, oder? Mit diesen Bauern zu arbeiten, das ist schon noch toll, oder? Und ich stehe dann wie ein Esel am Berg und sage, um Himmels Willen, es ist uns nie in den Sinn gekommen, das ist eine Idee von Gott. Es ist das Herz von ihm und wir haben uns einfach zur Verfügung gestellt. Die
Bauern sind nicht eine Marktlücke oder sind auch nicht eine Bevölkerungsgruppe, die man bewirtschaftet, um Himmels Willen. Sogar nicht, auch nicht im christlichen Kuchen. Sondern sie gehören zu uns, sie gehören zu unserer Gesellschaft. Und da ist das Herz von Gott drin. Und da hat es damit zu tun, dass unser Gott einfach etwas von dem Herz uns offenbart hat. Wie er denkt, was er für sie empfindet. Und das war das Schöne nach ungefähr 4-5 Jahren. Ist das eines von diesen Hauptfeedbacks gewesen, wo wir auch von den bürgerlichen Freunden bekommen haben, die uns gesagt haben, danke, dass ihr uns die Würde zurückgegeben habt. Danke, dass ihr uns die Würde zurückgegeben habt. Was meinen Sie damit? Eigentlich sagen Sie damit, wir haben etwas gespürt. Dass wir nicht irgendwie Schlusslicht sind, weiter runter geht es nicht mehr, oder? Den Druck können wir nicht mehr weiter runtergeben, als wir haben, sondern wir sind wertschätzt, wir sind geliebt, wir sind gewollt. Unsere Arbeit ist vom Himmel geschätzt. Es ist etwas von dieser Würde, die angekommen ist. Und wir sind dann einfach ein Kanal gewesen, oder? Aber ich denke, was der Herr uns gebraucht hat, ist, dass wir wirklich so einen prophetischen Kanal haben dürfen sein von der Verkündigung und eine Atmosphäre anfangen mitprägen. Genau, ja, das mit der Atmosphäre würde ich gerne noch ein bisschen drauf kommen und das, wie du auch Bilder findest, doch auch weißt, wie die Menschen kannst dort hier drinnen ermutigen und eben Würde geben. Zum Beispiel, wenn du schreibst, ja, Gott hat sich ja auch die Fingernägel dreckig gemacht, oder? Wo er sich sein Gegenüber aus Ackererde geformt hat. Genau. Also, das ist doch ein schönes Bild, oder? Man muss sich vorstellen, er formte sie aus dieser Ackererde, oder? Und kommt er recht dreckige Fingernägel über oder nicht, oder? Wenn wir uns in selben Bild sind. Das ist, ich denke, es ist eine Gabe, das kommt wahrscheinlich von meinem Urgroßvater her, väterlicherseits. Der ist ein Sticker gewesen, und nachher ist er im Rahmen von dem Crash von der industriellen Revolution hat er alles verloren und hat müssen im Kohlenbunker arbeiten. Aber er hat die Gabe gehabt, einfach in das Land rauszuschauen und irgendwo Bilder zu finden. Das hat dann nachher auch mein Vater aufgenommen. Ja. Bilder zu finden, die ganz nah bei den Menschen drin sind, die nicht irgendwo theoretisch sind. Jeder versteht, was es heisst, irgendeinen dreckigen Fingernägel zu haben, oder? Absolut. Nach der Gartenarbeit. Absolut. Und so ein Bild von Gott tut mir wohl. Ja, und auch andere so Begriffe, wo man merkt, eben, da ist etwas bleiben hängen, da von dieser Zeit, wo du sehr prägend erlebt hast bei der Urgroßmutter, oder? Der Bauernhof, wo du hast selber geschwitzt und gearbeitet. Das ist zum Beispiel von Fuhrwerken so die Rede, weisst, ein Wort, die haben sie gefuhrwerket, oder? Fast ein bisschen, wenn Gotthelf liest, oder? Ja, genau. Milch runtergeben. Milch runtergeben. Ins Holziehen gehen, ins Käustchen. Es sind alles so Ausdrücke, viel von Heimat, oder? Das gibt auch Heimat in unserer Seele. Und wir müssen verstehen, wir leben jetzt in einer Zeit, auch in dieser Globalisierung, wo sich ja Menschen fragen, nicht wir nur als Christen, Menschen fragen, wo habe ich Heimat? Wo komme ich an? Wo kann meine Seele schnaufen? Wo kann ich wieder sein? Wo habe ich meine Wurzeln? Und das habe ich erlebt, je verrückter und schneller die Welt wird, umso wichtiger wird wieder auch unser Bezug. Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Wo kann ich abstehen? Oder? Und das hat mir auch wieder gut getan. Ich bin viel in der Welt umeinander und habe auch ein schnelles Leben. Oder? Und jedes Mal, wenn ich wieder um meine Freunde herum bin oder den alten Gewerbing besuchen, der ist jetzt schon längst weitergegeben, aber der Götti hat noch gelebt, lang, wo jetzt vor 2 Jahren gestorben ist. Dann bin ich wieder angekommen. Ja. Wieder verwurzelt gewesen, eigentlich mit dieser Uridentität. Und das ist etwas, das unheimlich geschätzt wird. Wo Leute merken und suchen, wo komme ich heim. Genau, ja. Ich glaube wirklich, dass findet jeder in sich hin, wenn man das dem ein bisschen nachgeht. Und wahrscheinlich, wenn man ein bisschen älter wird, ist es noch mehr. Ich merke das, wie es mich wieder
zurückzieht manchmal in mein Heimatdorf und dann schnaufst du mal tief ein und denkst, ja, da ist noch... Genau. Oder zum Beispiel der Lobpreis. Wir können Bethel-Lieder singen, wir können Susie, Don Potter, wir können alles, oder? Wir singen das. Aber wenn wir dann wieder so einen Ursound vom Land anstimmen, dann merkst du bei den Leuten, das ist nicht nur Nostalgie und ein bisschen Folklore, sondern du merkst, ein Ursound von der Nation macht etwas in deinem Herz, oder? Und so merken wir es. Ich kann mich einfach ein bisschen anfangen damit befassen. Wir sind weltoffen und umarmen, was Gott tut. Und gleichzeitig merke ich, ja, wir alle haben eine Wurzel. Und das resoniert mit unserer Seele. Und dort haben wir oftmals auch einen eigenen Zugang zum Herrn. Ja, absolut. Hey, ja, und ich würde jetzt gerne noch so einen kurzen Abschnitt, wir wollen hier nicht eine Riesenlesung machen, aber einen kurzen Abschnitt einfach mal vorlesen aus dem Büchlein «Geerdet». Auf Seite 30, wunderschöne Geschichte, wo ich das Gefühl habe, das könnten auch gerade irgendwo die Leute sein, die ich auch dort getroffen habe, weil sie eben Milch in Käse gebracht haben. Und du beschreibst das hier auch so vor Milchsammelstellen. Seite 30, willst du es echt selber lesen? Dort der erste Teil, das Natürliche wird zum Übernatürlichen. Ja. Hat euch auch schon mal jemand gesagt, ich hab's sich nicht so mit dem Übernatürlichen? Oder geht es euch, wenn ihr das lest, ganz ähnlich und würdet ihr dem Nachbarn im Treff der abendlichen Milchsammelstelle eigentlich dasselbe sagen? Nicht, weil ihr im Prinzip dagegen seid, sondern weil es euch einfach nicht zu entsprechen scheint. Ihr seid einen Tick normaler. Oder überlegter. Oder es ist euch schlicht und einfach nicht wohl in eurer Haut. Der Vater, die Mutter und der Onkel waren ja auch schon so geprägt. Und überhaupt, wenn ihr diesen Begriff hört, ja vielleicht gar aufgefordert werdet, es plötzlich sein zu müssen, oh Schreck! Da bevorzugt ihr dann doch einen freien Sitz nahe dem Notausgang, sollte das Ganze zu suspekt werden. Ja, also herrlich, finde ich einfach zu merken, ja okay, eben, sie wollen sich selber bleiben. Und das ist natürlich übernatürlich eigentlich nicht. Richtig, das Authentische. Ja. Es ist ein gewaltiger Hunger nach Authentizität. Und was ich bei meinen Bauernfreunden gelernt habe und immer noch lehre und an ihnen sehr schätze, sie spüren, ob etwas geheuchelt ist. Sie spüren, ob jemand etwas von einem will oder ob du dann, oder, ein Kässeli wirst oder ob du, oder, ein Nutznießer wirst. Ja. Oder ob etwas authentisch überkommt und sie als Person meint. Und genau so ist Gott, oder? Der ist nicht zuerst an unseren Formen interessiert und darum haben wir auch von den Formen so etwas Weites, wo alles drin eigentlich Platz hat, sondern wo wir spüren, Gott ist so authentisch, der kommt mit allem zu Schlag, oder? Ja, absolut. Und wenn wir so ein bisschen von den Eigenheiten haben, das tust du natürlich sehr schön auffallen und gehst auf das ein, auf die auch schwierigen Seiten. Eben, einen haben wir vorher schon geredet, Rahmenbedingungen, okay, da komme ich nicht mehr drauf zurück. Aber das Klischee habe ich schon ganz in der Einleitung gesagt, wegen manchmal auch sich Sorgen machen. Klar. Bis zu Jammern. Und dort hier schreibst du schon, der Jammergeist überwinden oder Sorgen ist eigentlich biblisch gesehen nicht ein Kavaliersdelikt. Genau. Ja. Es ist ein Jammergeist. Also ich glaube, wir müssen das Jammern wirklich überwinden lernen. Es kann ja auch zur Identifikation werden. Ja. Und jedes Klischee hat immer ein Hüchlein Wahrheit dran. Oder? An jedem Vorwurf, da gibt es manchmal Wahrheit drin. Und wenn man jetzt von Rahmenbedingungen redet oder wenn man von Druck redet, muss man sich ja entscheiden, was macht man mit dem? Wie gehe ich mit dem um? Und ein bäuerliches Unternehmer sind ja Unternehmer, die haben nicht viele Möglichkeiten, was mit dem Druck zu machen. Du kannst niemandem runtergeben.
Du kannst ihn auch nicht weitergeben. Du kannst ihn höchstens dem Vieh weitergeben, du kannst es dem Boden weitergeben. Was hast du für Ventil, wo du den Druck kannst ablassen kannst? Und das ist Thema. Also Hoffnungslosigkeit oder Resignation, Selbstmord. Ja. Selbstmordraten sind gross, sehr gross geworden. Darum auch Sorgentelefon, die bürgerlichen Sorgentelefone, Anlaufstellen sind am wachsen. Was machen wir mit dem Ventil, wo brodelt? Und das geht allen gleich, es geht wahrscheinlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen gleich. Wir brauchen die richtigen Ventile. Also eben Möff sein oder Reden oder Kritikgeist oder all das, Schnurren oder Jammern, hintenrum, einfach wie lassen wir das richtig ab? Und das ist ein Lebensstil vom Überwinden, wo die Realität, die schwierig nicht verneint und sagt, nein, es ist alles gut, mir geht es gut. Nein, uns geht es nicht gut, aber in ihm geht es mir gut. Nicht, ich habe zu wenig Bücher, nein, ich habe zu viel Arbeit, aber in dem vielen gibt es eine Antwort. Oder? Die Realität ins Auge schauen, darüber können reden, aber wie Psalmisten nachher einen hoffnungsvollen Ausgang finden, wo in einer Proklamation endet, oder? Und sagen, Gott ist in Kontrolle, ich kultiviere das. Das ist eben auch wieder so das mit der Atmosphäre, oder? Genau. Oder du schreibst vom Gewürz, vom Segnen und vom Gewürz von Dankbarkeit und eben, ob man das in die Hand nimmt, sozusagen, oder, richtig. Und es ist Jüngerschaft. Und streut, oder nicht? Es ist nicht Kanzlerpredigten, sondern es ist wie im alltäglichen Leben, wo wir uns entscheiden müssen, das ist für mich auch aktuell. Wir reden, bin ich dankbar? Vergib ich tatsächlich oder nicht? Oder ist es ein Kavaliersdelikt noch ein bisschen gerollt an, oder? Was macht das mit einem? Und wenn dann eben die Milch sauer wird, oder? Die fängt immer im Herz an, die Sauermilch, oder? Nicht äußerlich. Wenn das sauer wird, dann haben wir ein Prinzip von der Jüngerschaft übergangen. Und eigentlich sind es ganz einfach angewandte jüngerschaftliche Prinzipien, wo wir wieder das Alphabet wieder ganz neu lernen und mit dem Alphabet laufen und dort erleben es auch Kraft. Oder? Und da reden wir natürlich jetzt längstens nicht mehr einfach zu nur einem gewissen Segment oder eben zum Landwirtschaftlichen oder so. Da reden wir natürlich in der ganzen Breite. Da kann ich eigentlich gerade die jetzt auch noch ein bisschen ansprechen als Gesamtleiter der Stiftung Schleife, oder? Was ihr auch dort auf dem Herzen habt. Da seid ihr ja stark auch die als Brückenbauer dran sind, oder das verbindende Stadt-Land hast du sehr auf dem Herzen, oder? Das habe ich schon mehrfach auch gehört von dir. Das Plädoyer ist auch am Schluss in deinem Büchlein drin. Ja. Was hast du das Gefühl, jetzt, wenn es um das geht, was ist heute so wie das, was dir aufs Herz bekommen hat, wenn es um das Brückenbauende geht und so weiter? Im Kern geht es immer wieder ums Gleiche, auch wenn die Themen ändern. Oder? Sind wir bereit, auf ein Recht haben, zu verzichten? Oder man kann schon ein innerliches Gefühl haben, ich habe Recht. Aber das einzufordern, oder? Also, die Forderung, die militante Einforderung, hey, wenn du nicht, dann, oder? Es geht in Schattierungen, ob das jetzt zum Beispiel mit unserer Täufergeschichte, in der Aufarbeitung von der Täufergeschichte war, oder ob jetzt das eben Stadt-Land-Dynamik ist, oder in diesen Themen auch politisch, oder ob das auch bei der Judenfrage, beim Judengold so war, wo wir auch darüber geredet haben und das thematisiert haben, unsere Schuld an dem Volk, das über uns gekommen ist. All das, es ist, man kann nicht irgendwo ein Brückenbauer sein, ohne dass man eine ganz feste Verankerung hat. Das Bild von dieser Brücke, das scheint mir wichtig. Brückenbauer heisst nicht, man hat keine Meinung. Oder kein Profil. Oder kein Profil. Ja. Sondern ein Brückenbauer muss einen Brückenkopf haben, damit er überhaupt die Spannung aushalten kann, beziehungsweise dass von dem kann die Spannung aufgebaut werden.
Und darum, ich sehe jetzt nicht zuerst nur ein Thema. Wenn ich jetzt heute kann ich gerade wieder durch die wunderschöne Hauptstadt durchlaufen, wo ihr jetzt da ein Studio habt. Gott sei Dank ist der Schriftzug so permanent da, wie so ein Leuchtzeichen, oder? Es lebt, ich bin da und ich bin gerade so froh gewesen. Aber etwas, was ich ganz sicher spüre, wir müssen dieser Vielfalt in unserer Schweiz Sorge geben. Wir müssen dieser Sorge geben. Die Vielfalt der Sprachen, der ganze Föderalismus, der wachsen in unserer Mitte, wo es wird vom Fall Schweiz geredet, oder? International. Wie ist das möglich? Was sind die Wurzeln, dass das überhaupt möglich war? Und da braucht es Brücken und es braucht Leute, die zuhören können, ohne gerade eingeschnappt zu sein. Es braucht profilierte Leute, die eine Meinung vertreten dürfen, aber in dieser Meinung das andere Art ist wirklich lieben und annehmen. Und da setzen wir uns ein, für diese Kultur, dass das weitergeht. Das wäre auch die Schweiz, die ich gerne für meine Kinder sehen würde. Wir sind ja auch international. Genau. Und wir haben auch 2 Nationen in unserer Familie. Und das würde ich gerne sehen, dass das sich weiterentwickelt. Und das sind Themen, die ich glaube, am Herrn Jesus nahe sind. Oder? Ja, das glaube ich absolut auch. Genau. Ja, also Andreas Kauer, total spannend gewesen. Einmal ein bisschen da, ja, dein Herz zu hören, sprudeln zu diesen Themen. Merkt man die Leidenschaft einfach für das Anliegen oder auch das bäuerliche Volk einerseits, aber insgesamt einfach für das Reich Gottes. Und wenn ich dich natürlich hier jetzt besuche, jetzt gerade so in der Phase oder in dem Jahr, wo wir drin sind, komme ich nicht ganz darum, um einfach auch das nochmal anzusprechen, wo für alle, die ein bisschen, sagen wir mal, auf dem Laufenden sind oder ein bisschen etwas mitbekommen in der christlichen Szene, sehr durchgeschüttelt hat, der Frühling, wo wir die Gedenkfeier auch hatten für deinen Vater, zur Winterthur in der Reithalle, der Geri Kauer. Jetzt ist da schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie habt ihr können, jetzt die Monate durchstehen? Also, sagen wir doch gerne ein paar Worte ein bisschen dazu. Ja, gern. Wir sind sehr transparent diesbezüglich. Es gibt kein Geheimnis. Wir sind noch in einer Trauerphase, besonders auch noch meine Mutter. Wir durchleben das sehr bewusst auch, geben uns auch Zeit. Also nicht einfach möglichst schnell zurück zur Tagesordnung. Wir spüren, der Vater, er fehlt. Er ist nicht mehr da. Und doch weiss ich um die Wolke der Zeugen, oder? Wo es heisst im Hebräerbrief, sie ist um uns. Und wir spüren, wir werden angeführt, aber wir spüren, er hat, nicht indem er viel gemacht hat, in den letzten Jahren nicht mehr viel machen, aber er hat viel sein. Sein vor seinem Gott. Und das hat Gewaltiges ausgelöst. Das heisst, die Power vom Gebet und von der Fürbitte, ich denke, das werden wir erst noch erkennen, was das wirklich auslöst. Und wir merken das im Team, wir merken das in unserer Familie, unsere Kinder. Wir merken, wenn ein Patriarch nicht mehr da ist, oder? Dann muss man einstehen. Und man muss das, ich muss jetzt fühlen, oder? Und das kannst du nicht einfach kopieren. Und ich habe noch nie meinen Vater kopieren, Gott sei Dank nicht. Ich bin meine eigene Biografie und mein eigenes Lebenslauf und habe nie ein Problem gehabt, oder? Ja. Aber es ist eine wertvolle Zeit. Wir sind immer noch ein bisschen am Nachschaffen, Korrespondenz und auch vielleicht allen, die uns noch geschrieben haben oder meiner Mutter geschrieben haben und noch nie gehört haben. Das sind hunderte von Briefen gewesen. Sie ist immer noch dran und dann nehmen wir uns Zeit. Es ist eine schöne Zeit einerseits. Wir können Abschied nehmen, wir können feiern. Die Gedenkfeier, es war ein Fest. Ja, es ist sehr schön eindrücklich. Ja. Die 3 Stunden sind um. Wie
wie ein Wirbelwind fast. Aber ich bin dankbar jetzt, für die neue Zeit. Auch in allem Schmerz hinein. Wo man merkt, dort vermisst man ihn und da vermisst man ihn. Und er ist nicht mehr da, wenn man vom Ausland heimkommt. Und die Kinder, deine Teenager, wünscht, hätten mal wieder geniessen können, oder wenn sie eine Ermutigung brauchen, die nicht von unseren Eltern kommt, sondern eher vom Grossvater. Aber jetzt haben wir dafür eine wertvolle Großmutter, meine Mutter, die noch da ist, die jetzt auch dran ist, ihr Leben noch mal zu gestalten. Wertvoll. Darum danke für die Nachfrage, es geht uns gut. Aber wir sind in dem Suchen von dem Gestaltungsmodus und in dem Neuen, wo wir jetzt einen neuen Abschnitt einnehmen. Ja, danke auch vielmals für die Offenheit von dir. Klar. Und wie ihr das begangen seid als ganze Schleife-Gemeinschaft. Also das hat mir sehr Eindruck gemacht und hat mich sehr berührt. Danke vielmals auch für sehr das. Gern. Genau. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen den Bogenbau gesagt, ein bisschen verlassen von diesem eigentlichen Thema, aber ich möchte gerne noch mal zurückkommen, ganz zum Schluss zu diesem Büchlein, das ich glaube auch hat Resonanz in der Region, in den lokalen Zeitungen, nicht nur im christlichen Sektor gefunden, gell? Das ist Nein, so es schön. sind die kantonalen Bauernverbände sind natürlich draufgesprungen, haben das sehr gerne aufgenommen. Nebst dem, dass wir natürlich Parlamentarier haben, oder eben den Markus Ritter als Präsident. Bauernverbandspräsident. Das sind Leute, die wir unterwegs sind. Das sind jetzt nicht einfach Angefragte, die jetzt noch ein bisschen einen Catch brauchen. Die Promo Nein, das sind Leute, gemacht, die wir, sondern, aber sie spüren etwas, dass es eine Resonanz gibt, auch beim Volk. Und ich habe das Büchlein auch unseren Bauern verteilt, oder? Die jetzt mit dem Glauben nichts am Hut oder wenig am Hut haben. Oder jetzt nicht in dem Sinn in unserem Verständnis kirchlich sind. Es holt die Leute ab, ob sie jetzt in dem Sinn gläubig sind oder nicht. Es braucht ein Säumchen Gottesfurcht, oder? Und man kann eigentlich anfangen und man findet sich drin wieder, oder? Das ist es so. Man kann etwas von dieser Atmosphäre eben schmecken und eventuell dann noch mehr als nur das. Genau. Danke vielmals noch einmal, Andreas Keller, sehr gerne für die Besuch hier bei uns. Danke für die Einladung, danke fürs Zuhören und dass ich mein Herz teilen durfte. Ich will sagen, natürlich dir, der ganzen Stiftung Schleife. Wir sind sehr verbunden immer wieder mit euch und dankbar für das, was ihr macht. Vielen Dank, gleichfalls. Merci. Merci. Das war also unser Gespräch zu dem Thema «Geerdet» oder dem Büchlein «Geerdet». Weitere Talks findet ihr jederzeit auf livenet.ch/talk oder auch am einfachsten abonniert ihr einfach unsere Kanäle auf YouTube oder Facebook oder wo dass ihr auch immer uns so folgt, vielleicht auch auf Spotify, wenn ihr einfach reinhört. Schön, dass wir zusammen unterwegs sind und bis gleich. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.